Outfits bewerten. Let's go. Da habe ich sehr Bock drauf. So, für das braucht es die einmalige Musik, nämlich die hier. Ist auch sehr geil. Macht mit! Ich will von euch Action sehen, Digga. Herzlich willkommen zum Outfit bewerten Numero 2. Schön habt ihr da zusammengefunden. Scheiß drauf, Digga. Absolute Scheissdreck. So, fairerweise fangen wir jetzt zuerst mit mir an. Darum zuerst mein Outfit bewerten. Chat. Nice voice crack. Ja, scheiße. Mein Outfit, Chat. Sagt ehrlich. Von 1 bis 6, Chat. Wack. Legen wir los mit ihr hier. Mit der Ayla. Chat, von 1 bis 6, Schulnoten, ihr Outfit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein weißes Dress mit Blümchen. Sie sieht ein bisschen aus wie so ein niederländischer Krug. Sie sieht ein bisschen aus wie so ein niederländischer Krug. Warte mal schnell. Genau so. Genau so. Hey, genau so sieht sie aus. Genau so. Wie so eine Vase. Genau so sieht es aus. Wie so eine Vase von Delft. Hier. Wie so eine niederländische Vase. Ein niederländischer Krug, genau. Es erinnert ein bisschen an das. Aber ich muss sagen, das blaue Handtäschchen passt sehr, sehr gut dazu. Und auch die Handyhülle passt dazu. Und auch das Haarband passt dazu. Aber was ich nicht so, ganz ehrlich, was ich nicht so nice finde, ist, dass es irgendwie 4 verschiedene Blautöne. Hier nochmal ein anderes Blau, hier nochmal ein anderes Blau, da nochmal ein anderes Blau und hier irgendwie auch so. Also ich gebe dem Krug-Outfit, Chat, ich gebe dem Krug-Outfit ein 5-. Okay? Weiter gehen wir. Ui, ja. Digga, was wir meine Zuschauer aber schicken. Das ist tatsächlich einer, den ich privat kenne. Grüße gehen raus an Lukas. Er hat das geschickt, er wollte ein Outfit bewerten, Digga. Und ich gesagt, also kann ich schon. Also ich bin ja absoluter Militärfan. Keine Ahnung, was das für eine Abteilung ist. Fallschirmaufklärer oder so. Ja, muss ich sagen, hat hier noch frische Löcher drin. Muss ich sagen, ja, ist halt Militär, ne? Auf Fresh angelehnt, bekommt von mir ein 4, so dass man knapp noch durchkommt. Aber ja, Chat, würdet ihr so an ein Date hergehen? Würdet ihr mit so einem Outfit an ein Date gehen? Safe? Safe, ja. Chat diesen. Justin Brudis. Justin Brudis hier. Also weiter geht's. Nicht dem hier, Alter. Elia, deine Zuschauer haben keine Dates. Der tut weh. Da innen, der Herz. Also wir haben den Sandro hier. Vom Sandro, ich sage es ehrlich, vom Sandro, wir werden noch sehr, sehr viel... Das bin nicht ich, das ist Miguel. Hä? Digga, die laufen beide gleich beschissen um, ich sage so wie sie. Also er ist halt der Miguel, Digga. Sorry, man. Der ist halt der Miguel, sorry. Also wir haben hier irgendwelche Schuhe, dann haben wir eine Jeanshose mit dem Skelett drauf, dann haben wir irgendwie so einen weiten Hoodie mit, was ist das für ein Muster da? Soll das irgendeine Stadt sein oder so? Ring und natürlich ein Kruzifix als Kette und noch, ganz wichtig, ganz fresher Ring hier. Also Miguel, ich muss sagen, die Schuhe finde ich okay, die Hose... Ja, die Hosen finde ich irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. Also, die Hosen sind ein bisschen weird, Champ. Also irgendwie, ich finde, das passt irgendwie nicht so. Es wirklich... Die kennen doch sicher, Chat, ich komme wieder mit den Google-Bildern vergleichen. Pyjama Skeleton. Ja, genau. Digga, es erinnert mich einfach genau an das. Es erinnert mich einfach genau an das. So als Kind hat man immer die Skeleton-T-Shirts gehabt. Es ist einfach 1:1 das. Darum, ja, was soll ich sagen? Hoodie finde ich nice, Kette, ja. Weird Champ vergleichen? Nee, Milo, du hast einfach keine Kultur, Zweiburg, ich sage so wie es ist. Ich gebe es 5. Chat, was gebt ihr? Ich sage es 5. Gut Vergleich, diese, ja, merci. Also, wir gehen weiter. Okay, sie, die haben wir letzte Woche schon, letzte Woche hat sie mir schon etwas geschickt gehabt. Also, was haben wir hier? Zuerst mal der Drip, graue Socken. Perfekt, Digga. Geile Schuhe. Dann haben wir mal ganz lange nichts, außer hier so die Bänder, Pflaster, keine Ahnung. Dann haben wir irgendwelche kurzen Shorts, Jeans-Shorts und einen Pulli, Hardrock-Café, vielleicht finden wir sogar noch raus von wo. Nee, irgendetwas Kurzes, okay, keine Ahnung. Ich finde, Schuhe hat es schon noch verleidet so, aber sonst, basic, macht seinen Job, finde ich noch nicht so. Flaschen noch, wilder Drip. Ich finde, Chat, ganz ehrlich, ich sage, das 3,5. Ich sage es 3,5. Noch ein bisschen mehr Effort und dann kann man das Ganze steigern. Zum Beispiel eben Schuhe. Schuhe hat safe noch mal ein bisschen Steigerung gegeben. Hardrock-Pulli finde ich auch, ganz ehrlich, ist auch so ein Pulli, wo... Ja, da siehst du halt irgendwie auch überall so. Also ich sage es 3,5 so. So, weiter geht's. Der Robin. Robin, Bodenstrich.06 Armee. Oh, wir zoomen hier ein bisschen rein. Okay.
Also wir haben hier irgendein graues Jäckchen von, was ist das für eine Marke? Sedici oder Dici. Dann haben wir, glaube ich, Sedi... Ist das die gleiche Marke oder was? Sedici. Sedici Pulli und ein Sedici T-Shirt. Kennen die Marke nicht? Da auch nochmal Sedici Cap. Was ist das für eine Marke, Chat? Ich kenne die Marke nicht. Sedici. Sag ich es richtig? Und auch noch, weil es ja noch nicht genug ist, Sedici Maske. Hier hingen nehme ich an. Und ein eBay-Kleber auf dem Handy. Also ich muss sagen, ich finde das Outfit so an sich okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von Cap anhaben und dann noch Kapuze drüber. Das wirkt so leicht möchte gern Badass Man. Aber sonst recht solide. Ich finde es okay. Also er hat sicher gut abgestimmt mit der Marke. Ich sage es 5-, Chat. Ich sage es 5-. Ich fände ein bisschen mehr Variation von Farbe her oder so. Ich weiss, das sage ich. Ein bisschen mehr Variation von Farbe her so, würde es glaube ich machen. Ich sage es 5-. Vielleicht noch ein bisschen mehr Variation, Digga. Kannst du ja von mir Inspiration holen, kommt sicher gut. Nein, wer haben wir hier? Ist das der Nicola Obst? Also, wir haben hier zuerst mal riesen Schuhe, Digga. Da könnte das ganze Frachterschiff her. Ever given lässt grüßen, so. Dann haben wir schwarze Socken, dann irgendwelche schwarze Skinny Jeans. Irgendeine Baby Blue Jacke mit so anderem Ärmeln, mit so Akzenten. Apple Watch, irgendein Ring und so einen Fischerhut von Lacoste. Sagen wir dieser Marke so Lacoste. Und ein North Face T-Shirt. Oh, was soll ich da dazu sagen, Mann? Also Schuhe, keine Ahnung, Mann. Nein, Lacoste. Ist nicht Lacoste. Ich kenne mich mit diesen Marken nicht aus, ich sage so wie es ist. Lacoste. Ja, perfekt, Digga, falsch eingegeben. Lacoste, ja, komm. Aber fangen wir an bei den Schuhen. Also irgendwie, ich werde nicht ganz... Chat, weiss jemand, wie die Schuhe heissen? Was sind das für Schuhe? Off-White Vulcans. Also, verstehe mich nicht falsch, aber die sehen null so aus. Ich finde es ein bisschen Hauptsache Marke, aber nicht wirklich so für Ästhetik. Oha. Schuhe finde ich jetzt ganz sicher nicht so nice. Es hat hier irgendwie blaue Elemente auf der Seite und hier braune. Und was das hier ist, weiss ich auch nicht, das Tag oder so. Ja. Dann haben wir schwarze Skinny Jeans, Digga. Für das bekommst du schon mal 6, die passen immer. Nein, die Jacke finde ich eigentlich okay. So. Die Jacke finde ich okay. Auch das T-Shirt finde ich okay. Der Fischerhut, Digga, verstehe mich nicht falsch, aber das sieht einfach ein aus wie Bob der Baumeister, Digga. Ich weiss, vielleicht ist es noch vom Winkel oder so, aber ich finde, der Fischerhut passt nicht, Bro. Wenn du eine Kappe willst, dann würde ich unbedingt so eine normale Cap anlegen. Eine normale Baseball-Cap oder so. Aber ja, finde ich nicht so. Irgendwie fühle ich nicht so. Es sieht ein bisschen Hypebeast-mässig aus. Ja, ich gebe es 4,5. Sag es so, wie es ist. Ich gebe es 4,5, okay? Was es ist. Aber egal, wir gehen weiter. Let's go. Chat, sagt ehrlich, ihr würdet, oder? Hier lernst du auf jeden Fall geil im Laden. Sich irgendwie etwas... Das hat er sogar gepostet, kann gut sein, ja. Schwarzer Sockentrip, weil Schuhe sind überbewertet. Dann hier Lederhosen, das Hemdli, die Frisur, Maschallah und vor allem, Digga, gönnt euch die geile Uhr am Handgelenk halten. Die Uhr sieht... Ich sage Chat, die Uhr sieht einfach genauso aus wie im Ben 10 seine Omnitrix. Hier. Das ist echt die Uhr. Die Uhr ist es da. Die da hier ist es. Genau so sieht es aus. Ja, was soll ich sagen? Chat, 6+. Frittierter Lehrstuhl, wenn er so an einem Date auftauchen, würde ich direkt heimnehmen, Digga. Sag ich so, wie es ist. So, hier geht's weiter. Das haben wir auch irgendeinen Zuschauer geschickt auf Insta. Zuerst mal, Chat, finde ich gewagt. Also hier haben wir einen, der vor dem Bundeshaus sitzt. Ich weiss nicht, wie er heisst. Beziehungsweise ich weiss nicht, wie er heisst. Wir haben einen schwarzen Hut, auf Zorro angelehnt leicht. Das Outfit ist schon leicht auf Zorro angelehnt. Dann haben wir einen schwarzen Hoodie, schwarze Samtjacke, irgendwie. Die sieht ein bisschen flauschig aus. Schwarze Hose, Skinny wieder und dann die Schuhe. Nein, ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich finde die Schuhe, ehrlich gesagt, ein bisschen weird schäm. Ich finde, also, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde hier die Schuhe, Digga, was sind das für Absätze, Bro? Irgendein Subway-Sandwich unter die Schuhe geklebt, oder was? Sonst Outfit finde ich nice, Hut finde ich okay. Hut ist sicher ein bisschen gewagt, also, finde ich, kann man machen. Auf Stelzen angelehnt, Digga. Chat, reissen ein bisschen zusammen. Auf Stelzen angelehnt, Bro. So hart muss man jetzt auch wieder nicht reinfronten. Ich sage es 5, Chat. Ich sage es 5. Oder ja, vielleicht noch ein bisschen kurz die Wanderschuhe aus dem Schrank genommen. Bro, Chat, ey, ein Matrose, Digga. Okay, nein, ich muss glaube ich ein bisschen runter. Im Gegensatz zu den anderen Outfits, ich glaube es ist 4,5. Es ist 4,5, okay? Geschmäcker sind verschieden, ne? Okay, sie. Ist es, wie heisst sie? Oh, wie heisst sie? Warte mal schnell, wie heisst sie? Sie hat schon gesagt, Amy hat schon gesagt,
es wird etwa das ökohaftigste Outfit sein in diesem Stream. Dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Und sie hat gesagt, sie wird ein bisschen Respekt haben vor den Rückmeldungen, darum seid nett, Chat, seid nett. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr eigener Style. Keine Ahnung, wie man ihn nennt. Birkenstöcke zuerst mal. Dann haben wir hier irgendwelche, sind das Leinenhosen? Keine Ahnung, aber so Leinenhosen-mässig Gedöns. Die irgendwann mal so 10 cm über dem Knöchel aufhören. Und dann haben wir hier, was ist das? Ist das eine Bluse? Jutebeutel natürlich, mit dem Esel drauf. Dann haben wir natürlich auch das Handy mit dem obligatorischen Zugticket drin, mit der Stempelkarte. Und Frisur. Frisur muss ich sagen, jetzt fange ich einfach mal an mit der Frisur. Die Frisur muss ich sagen, fühle ich. Rote Haare fühle ich immer. Outfit finde ich aber sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich finde es es ist ein sehr eigener Style. Keine Ahnung, wie man ihn nennt, aber der Style finde ich sehr, sehr cool. Es gibt etwas in diesem Outfit, das finde ich persönlich absolut nicht attraktiv oder einfach nicht schön oder würde ich selber auch nicht tragen. Birkenstöcke, Bro, bin ich ganz ehrlich gar kein Fan von. Bin ich ganz ehrlich gar kein Fan von. Ich weiss nicht, Chat, wie steht ihr zu Birkenstöcken? Nice, Baba, nee, Digga, Birkenstöcke sind schon mega lull, bequem. Birkenstöcke sind ein Meme, keine Schuhe. Also ich muss sagen, das Outfit hier finde ich wirklich sehr, sehr geil. Auch, dass sie das Hemd oder Bluse oder was auch immer in die Hose gesteckt hat, finde ich passt. Aber darum hier 5,5. Ich sage es 5,5. Ich finde es so Style. Also ich persönlich laufe ja selber nicht unbedingt so rum. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie es aussehen würde, wenn ich so rumlaufen würde. Chat, jetzt ehrlich, denkt ihr, dieser Style würde mir passen? Der Style hier. Also ich gebe es 5,5. Mir gefällt es. Ich gebe es 5,5. So, gehen wir weiter. Es hat auch eine Zuschauerin geschickt. Rotes Kleid. Ein Fitbit-Tracker. Ich glaube, das ist es schon. Was sagt ihr? Also es ist hier irgendwo in der Umkleide. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt ein rotes Kleid. So. Ich finde das rote Kleid, ja, ist in Ordnung. Aber sonst finde ich es okay. Man muss halt noch Schuhe sehen und noch Accessoires. Die Kette so finde ich jetzt nicht mega passend dazu. Aber ja, ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen überfragt. Ein Vierer. Ich sage einen soliden Vierer. Ist halt ein rotes Kleid. So. Ist halt auch nicht mehr. Wir gehen weiter. Oh, damn! Digga, er ist anders am Fühlen. Er ist anders am Fühlen, Alter. Also, wir fahren bei den Schuhen, Digga. Ich habe keine Ahnung, was das für Schuhe sind. Irgendwelche abgenutzten Weiss. Sind die mal weiss gewesen, Digga? Elia, so ein schwarzes Outfit. Ja, schwarzes Outfit ist immer sympathisch. Ja, also wir haben hier Schuhe, die absolut abgenutzt sind. Dann haben wir irgendwelche schwarze Hosen, finde ich nice. Dann haben wir irgendeine schwarze Jacke. Nochmal Hoodie unten dran und schwarze Kappe. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja gerne schwarz. Ich trage sehr, sehr gerne schwarz. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, das Outfit fühle ich. Ich finde, ja, die Schuhe, man kann sich vielleicht mal neue Schuhe suchen tun oder so, aber wenn man sich das nicht... Oder zumindest die Wäsche tun, damit sie noch ein bisschen sauberer werden. Aber Jacke fühle ich. Schwarze Hoodie, ja, macht sie und graue Kappe auch. Hier. Wir verstehen uns. Ich würde sagen, das ist jetzt hier wirklich ein 6-. Chat. Ich sage 6-. Ich finde es solide. Also es sieht jetzt, also verstehe mich nicht falsch, es ist jetzt nicht spektakulär und so. Aber für so ein bestimmtes Outfit-Ding und weil es halt schwarz ist, sage ich ehrlich, 6-. Oder 5,5. Vielleicht muss ich auch ein bisschen runter, 5,5. Ich korrigiere mich auf 5,5, okay? Ich korrigiere auf 5,5, okay? Ich korrigiere auf 5,5. Ah, hier. Aber wer ist das? Ich gehe schnell raussuchen. Der Lela Gazi. Ich weiß jetzt nicht, ob er es richtig ausspricht. Also wir haben hier graue Jogginghose, glaube ich, sehr, sehr basic. Dann haben wir hier eine Nike-Jacke, weißes T-Shirt mit Löchern drin. Digga, sind es Löcher? Nice Frisur, Digga. Nice Frisur. Free Zahnbürste. Free Zahnbürste. Alter, Digga. Nee. Ja, also... Ich muss sagen, die Jogginghose holt mich jetzt nicht so ab. Das T-Shirt finde ich jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, ob das hier Löcher sind oder nicht. Das T-Shirt holt mich jetzt auch nicht ab. Ah, es sind Löcher. Ah, er ist im Chat. Nice, ja, ist er. Ja, moin. So, diesen hier. Moin, schön bist du rum. Eben, ich finde, ganz ehrlich, so Löcher-T-Shirts stehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf. Also finde ich jetzt nicht so geil. Trainerhose finde ich jetzt auch nicht geil. Aber Digga, Frisur on point. Frisur ist on point bei ihm. Sagt ehrlich, Chat. Frisur ist on point. Also er könnte wirklich für die nächste Peso-Kollektion modeln, Digga. Aber sonst, ich finde modeln. Also das heisst, ich konzentriere mich ein bisschen mehr auf die Jacke. Ich finde die Jacke okay. Ich persönlich würde sie nicht tragen. Sie hat also so ein bisschen den 80s-Style wahrscheinlich. Ich finde es solide. Eben, noch eine geile Hose, noch eine schwarze Hose dazu oder noch sonst irgendeine Hose dazu. Wäre sicher nice. Löcher-T-Shirt noch austauschen gegen eins, das keine Löcher drin hat. Dann ist es ein 6, Digga. Hier würde ich jetzt sagen, ein 5. Ich fühle die Löcher nicht so, muss ich sagen. Die Jacke ist nice. Neues T-Shirt, das keine Löcher hat, wo nicht Motten drin waren, Digga. Dann noch andere Hose und dann ist es ein 6. Aber das ist ein 5. Also wir gehen weiter. Hui. Jetzt haben wir die Julia. Julia hat nochmal Bilder eingeschickt. Zuerst mal Julia. Es wäre vielleicht mal wieder eine gute Idee, den Spiegel zu putzen. Ist nur so ein kleiner Tipp von mir. Nur so ein kleiner Haushaltstipp von mir, Julia. Vielleicht mal ab zu Spiegel putzen wäre vielleicht mal nice. Aber sonst muss ich sagen, jetzt rein vom Outfit her, aber Julia, merci vielmals fürs Einschicken. Sie hat ja schon das letzte Mal gäbig geschickt. Ich finde, unabhängig von dem, Julia hat sehr, sehr grosses Stylebewusstsein. Ein bisschen mit Glasreiniger drüber, yes, Digga. Die Frage, was sind das für Flecken? Bro, Talmon. Also, dann haben wir hier ein weisses
bauchfreies Top. Ich sehe es nicht, aber vielleicht ist es auch nicht weiß, vielleicht ist es pink. Dann haben wir hier so einen abgeschnittenen Hoodie, der aber eher oversized angelehnt ist. Julia, du bist ja dabei. Julia, was ist es? Weiß, oder? Ich glaube, das ist weiß und wirklich nur so pink wegen dem Pulli, der drüber ist. Yes, weiß. Julia und ich, diesen. Also ich muss wirklich sagen, das ist kein Simp-Move. 6. Julia bekommt für mich das zweite Mal in Folge 6. Also ich finde erstens mal die Kette hier, der Gurt, finde ich gewagt. Sieht man nicht jederzeit, aber finde ich wirklich geil. Und auch die Kombi hier mit so leicht bauchfrei und auch nicht, wirkt auch geil. Also, ja. Also es ist glaube ich nicht eine Verwunderung, dass ich mich selber so nicht anlegen würde, aber ich finde das Outfit nice. Ich finde das Outfit nice. Also die Julia, ich glaube Julia, wenn sie Bilder einschickt, dann kassiert sie einfach immer instant der 6. So, weiter geht's. Ah, nee, Digga, jetzt kommen wir zu ihm, Alter. Da kann ich eigentlich auch direkt aufhören hier an dieser Stelle. Wir gehen hier durch. Also ich kann euch sagen, Chat, kleine Vorwarnung, holt nach Popcorn, jetzt wird nicht das letzte Outfit sein vom Sandu. Er hat sich gedacht, Digga, schicke ich alles ein, was ich habe. Also zuerst mal geiler Spiegel, Bro. Das ist so der typische Spiegel, den jede Schweizer Familie daheim hat. Auch hier, ey, Digga, versteh mich nicht falsch, aber wenn ich diesen Schlirk hier sehe, Alter, da holst du jetzt einfach mal schnell den Glasreiniger und gehst drüber, Digga. So, also wir fahren mit irgendwelchen Jordans, oder sind es Nike-Schuhe? Sind es Jordans, oder? Oder sind es Nike-Schuhe? Ist ja egal. Die Schuhe finde ich schon mal nice. Dann haben wir die Peso-Hosen. Auch diese Hosen finde ich sehr, sehr geil. Real Talk, die Hose habe ich dann beim Peso-Drop kaufen. Die war instant ausverkauft. Perfekt, Digga. Die Hose finde ich sehr, sehr nice. Dann haben wir hier irgendeinen Nike-Sweater. Digga, ist das vom Spiegel so dreckig? Oder ist es auf deinem Pulli? Ist ein Vintage Nike-Pulli, okay. Also ich muss sagen, ich feiere das Outfit. Hier vor allem der Fit mit den Hosen und mit den Schuhen finde ich nice. Pulli finde ich okay. Ich sage so, wie es ist, 6-. 6- von mir. Sandu? 6-. Das Outfit finde ich nice. Aber Chat, es war noch lange nicht das einzige Outfit vom Sandu. Oh, Digga, der Spiegel, Bro. Also, Digga, das ist schon richtig auf Haustüren angelehnt. Wir haben jetzt erstmal ganz viele Hausschlüssel, geil. Oder Hausschlüssel Hope, finde ich sehr, sehr nice. Also wir haben schon mal irgendwelche weiße Nike-Schuhe, wahrscheinlich Air Force One oder so. Dann haben wir hier grüne Cargo-Hosen, oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist echt der Paint, das Skelett drin drauf. Weißes T-Shirt und ein blaues Hemdli, blaue Jacke. Ja, was soll ich sagen? Also Location wieder, Location-Sendung wieder top. 10 von 10. Ich muss sagen, die Windjacke fühle ich, die Hose finde ich absolut schrecklich. Also einfach echt der Aufdruck, Digga. Der Aufdruck, Digga, finde ich geht gar nicht. Also der finde ich irgendwie, naja. Ist hier weniger schlimm, weil es weniger auffällt. Ja, was soll ich sagen? 5- vielleicht. Ich finde irgendwie so Kombi, weiß, grün, schwarz, blau, weiß. Irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Wir gehen weiter. Digga! Digga, er hat echt nur den Spiegel geschickt, man kennt ihn. Also, wir haben hier wieder die weißen Schuhe. Dann haben wir hier blaue Jeans, finde ich okay. Irgendein schwarzes Jacket oder so. Weißes T-Shirt mit einem Print drauf vom Auto und eine richtig geile Chain. Ich muss sagen, das fühle ich auch mehr. Jeans finde ich nice. Für mich persönlich ein bisschen zu hell, aber finde ich okay. Ich finde es geil, aber ich finde es auch ein bisschen Standard. Du bekommst ein 5. Sandu, du bekommst ein 5, okay? Aber auch hier, Bro, ey, gang einmal kurz mit dem Glasreiniger über den Spiegel, Alter. Ich glaube, das schadet dem nicht, Alter. Noch mehr Outfits vom Sandro. Es ist, glaube ich, noch nicht fertig. Chat, es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig, Chat. Es ist noch nicht fertig, ich hab's gesagt. Einfach dieser braune Fit. Also, wir haben irgendwie eine braune Hose. Hat er hier nochmal ein Handy in Hang, oder was hat er da in Hang? Hat er da nochmal ein Handy in Hang? Ja, auf jeden Fall. Was ich aber geil finde, ist Jäckli und T-Shirt. Findet eigentlich gut. Weißes T-Shirt mit einem Druck drauf. Druck finde ich irgendwie Pain. Also der Druck, der strahlt schon förmlich aus. Pain, Digga. Das P für Pain. Die braune Jacke finde ich aber easy. Oder das Jäckli. Die Kette, ja, okay. Es ist ein bisschen, versteh mich nicht falsch. Es ist ein bisschen auf Drittes Reich angelehnt. wegen der braunen Ästhetik. Ein bisschen braun angehaucht. Nein, ich finde es okay. Ich sage auch hier wieder, ich sage 5+. Chat, was sagt ihr? Ich sage 5+. Ich sage 5+. Leider sieht man die Schuhe nicht. Plus. So, Sandu, merci mal für deine Outfits. Gerne ein paar Mal mehr. Wir sind diesen. Also für mich, ganz ehrlich, das Outfit hier bis jetzt am besten. Jetzt kommen wir zum Mr. Ästhetik. Der Nicola ist so einer, der hat jetzt ein paar Mal in den Chat geschrieben, geiler Style, aber keine Ästhetik. Oder sonst hat er noch geschrieben, das hat keine Ästhetik. Also wir wissen schon mal, der Nicola Obst ist einer, der hat einfach Ahnung von Ästhetik, der hat einfach durchgespielt, der ist Ästhetiker EFZ, okay?
Also, wir haben hier irgendwelche Nike Air Force One. Dann haben wir hier Socken, die aussehen wie so ein Drink, den du kannst geben morgen. Wie heisst der? Keine Ahnung, echt Tennissocken, scheiß drauf. Dann haben wir rote Hosen auf Tesla angelehnt. Dann haben wir ein Carhartt-Pulli und so eine Chain. Rapper-Outfit. Ah, und natürlich der Fischerhut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Outfit finde ich nice. Es gibt einfach etwas, was das Outfit absolut verschießt. Und zwar einfach der Fischerhut, Bro. Der Fischerhut, Digga, der macht meiner Meinung nach alles kaputt. Auf Angelcamp angelehnt, der Hut. Also wirklich, der Fischerhut, Digga, der macht einfach alles kaputt. Aber Hosen nice, Schuhe sind nice, Socken sind nice, Pulli ist nice oder einfach Oberteil ist nice. Aber Fischerhut, Digga, der passt einfach null. Der passt farblich nicht, der passt auf die Gring nicht. Wegen dem Fischerhut nur ein 5+. Nur ein 5+. Ohne Fischerhut wäre mehr drinnen gelegen. Chat, seid ihr einverstanden oder nicht? Für mich ein 6er. Wegen dem Fischerhut nicht, Digga. Merci Nicola Obst für dein Outfit. Das waren alle. Merci vielmals für alle Einsendungen. Und wenn ihr euer Outfit von mir bewerten wollt, von jemandem, der absolut gar keine Ahnung hat, dann schickt mir es auf Instagram hier oben @a.elia. Dann schauen wir uns noch im Stream an. Darum schickt mir eure Outfits, das wäre sehr, sehr nice. Easy Content für YouTube.